Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. Ja, jetzt sind wir wieder hier gelandet mit dem Balukor an unserer Seite. Dann schauen wir doch mal, was hier die Gänge bringen. Ich bin immer echt sehr gespannt. Ja, das sind noch ein paar Orkis. Ein Ork-Krieger. Okay, der kriegt gleich mal einen Feuerball auf die Fresse gezwirbelt. Und es zieht nicht so viel ab. Aber dann komm mal her, du Orkibus Eroticus. Ah, der zieht schon ordentlich was ab. Boah, Mann. Doch, dafür bringt er aber 300 Erfahrungspunkte. Leck mich am Arsch. Krusch-Urrock hat er noch für uns. 55 Schade macht das Ding. Boah. Also der hat richtig was auf dem Kaste hier, der Kerl. 72er Heiltränk und so ein 30er Mana-Trank könnte ich auch noch vertragen. Und du hast noch ein paar Ork-Speer. So. Und ups. Komm her, du. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe Balukor verloren. Aber da ist er. Okay. Puh. Ja, lecko mio. Also die halten schon ordentlich was aus, die Knaber. Da ist noch ein Orkspeer. Da drüber waschelt da noch ein Speer rum. Und? Pff. Okay, der ist verpufft. Und? Nee. Der bringt auch nichts. Hey, du, Stinktier. Ah, das gibt's doch gar nicht. Ach, du blöder Hund. Jetzt reicht's mal aber. Komm her, du. Hässlicher Höhlebewohner. Genau das. Mistkerl. So. Hat mal ganz magische Aufladung hier gekostet, der blöde Hansel. Nimm das. Oh Mann. Okay, Heilung. Von mir habe ich nämlich Mana. Okay, nochmal so ein Trank. Dann nehme ich nochmal so einen großen Trank. Und dann schauen wir uns mal hier um, was die Orks bewacht haben. Aber er sagt es uns schon selber anscheinend. Dieser Ort. Ich kann es nicht erklären. Aber dieser Ort hier. Ach, vergiss das. Es ist bestimmt nur Einbildung. Ja, okay. Na dann. Orkfriedhof. Als wir eine große rechteckige Säulenhalle betraten, fühlte der Guru irgendwas. Er war sich allerdings nicht sicher, was. Okay. Also hier sind schon etliche Orks. Also so unwichtig kann der Orkfriedhof dann auch nicht sein, wenn du noch so viele Orks rumschwirren. Also wir haben jetzt auch schon gemerkt, die kleinere Orks, sage ich jetzt mal, die sind jetzt nicht so unbedingt das Problem. Die kriegen wir noch relativ easy hier. Aber Ork-Krieger ist schon eine andere Hausnummer. Ah, jetzt kommt der Kater wieder arg schisse. Nee, geh weg, Hugo. Ich mag jetzt nicht. Ich bin gerade am Let's Player, du. Kann ich dich gerade nicht gebrauchen auf meinem Schoß. Und, ja, Also die Ork-Krieger sind schon etwas stärker. So viel steht fest. Was ich auch noch machen könnte... Wenn wir es dann... So, eine Fackel. Die kann, glaube ich, ein bisschen Licht ins Dunkle bringen hier. So, da ist nix. Da geht es höchstens hoch über die Trümmer. Hier immer nix. Okay, jetzt legt er sich wieder aufs Bett. Hat er mal gemerkt, dass er nicht zu mir hoch kann gerade. Nee, da komme ich auch nicht hoch. Nö. Das wird so nix. Quack. Quack. Okay, tatsächlich. Ich kann hier wirklich hochklettern. Warum nicht? Gut. Dann geht es wohl doch besser als gedacht. Und hier
Ja, da können wir aber nur ohne Balukor hochgehen. Der ist nicht in der Lage, da hochzuklettern, der arme Kerl. Und da ist nix. Ne, da geht's wieder nur runter. Also wenn, dann sollten wir auch schon alles erkunden, finde ich. Hier ist nix, da ist nix. Na gut, dann war das wohl sinnlos, hier hoch zu springen, oder? Ja, hier haben wir nur ein Opferstell. Oder ein Altar oder irgendwas in der Art. Naja, Opferstein und Altar sind ja eigentlich das Gleiche. Insofern. Gut, ja. So, joink. Oh, nee, was ein Arschloch. Oh Gott im Himmel, Entschuldigung. Okay. Na gut, ich hätte speichern sollen. Lasst euch das eine Lehre sei. Lasst euch das einfach eine Lehre sei, immer zu speichern. Rostiges Bastardschwert, Kruschpach, eine Stahlzunge, noch ein Trank, Pergamenthälfte, Pfeil, Kampfschwert. Oh, bin ich ein Idiot. Oh Mann, okay. Na gut, was haben wir dann da noch? Rostiges Bastardschwert. 45 Schade macht es und 31 Stärke braucht's. 45 Schade macht's. Ja, 42 Schade macht das. Und 18. Okay, ich glaube, ich habe was gefunden, was besser ist. 42, 18. Und 45, 31. Das ist auch etwas länger, das Bastardschwert. Aber ist halt schon etwas rostig. Ja, Pergamenthälfte habe ich auch noch entdeckt. Gerade mal gucke. Die Tränke scheinen nichts Besonderes gewesen zu sein. Und da haben wir noch was. Pergamenthälfte. Ein Teil eines uralten Pergaments. Das obere Ende scheint abgerissen worden zu sein. Diese Schrift ähnelt den Runen an den Wänden dieser Höhlen sehr. Okay, damit kann ich nichts anfangen. Und was haben wir da ohne? Ach, war das dumm. War das dumm von mir. Okay, du Uckengepaar. Oh je, man kann sich ja echt wie ein Idiot darstellen. Na gut. Machen wir das halt noch einmal. Gewitter erleid. Also, Springe ist anscheinend nicht so wirklich die beste Option, die man hier im Spiel hat. Rostiges Bastardschwert. Nehme ich jetzt mal wieder in meinen Besitz, das Ding. Ein Kruschpach. Eine Stahlzunge, eine Kampfschwert und wieder ein paar Pfeiler. Und die Pergamenthälfte. Okay, so. Dieser Stollen ist eine Sackgasse. Vielleicht findest du hier irgendwelche Hinweise, die uns weiterhelfen. Ja, habe ich. Hier ist ein zerrissenes Stück Pergament. Das sieht aus wie eine orkische Zauberspruchrolle. Aber sie ist mitten durchgerissen. Es muss noch eine andere Hälfte davon geben. Okay. Na gut. Dann hätten wir das schon. Und dann... Ich kam von dort. Da bin ich jetzt entlang gelatscht. Dann kann ich genauso gut dann nochmal hier den Gang entlang dappen. Mondlichtschatten haben wir da noch. Also Mondschatten einfach nur. Wo ist Balukor? Wo ist Balukor? Ach, jetzt hat der Dummkopf ist irgendwo hängen geblieben. Balukor? Oh Gott, du blöder Hund. Alter, der ist da so blöd, um aus dem Bus zu winken, der Typ. Komm. Komm her. So. Alter Falter, ich hasse es, wenn die NSCs so dermaßen dämlich sind. So, haben wir ihn jetzt? Oder ist er wieder irgendwo in einer Wand hängen geblieben? Ah, da ist er. Komm mit. Bist du ein feiner Guru? Ja, komm. Ja, komm. So. Okay. Dann können wir noch da entlang latschen. Können wir gucken, was hier ist. Sind hier noch ein paar Ucha-Chachas? Oder wie sieht's aus? Ja, da sind noch ein paar Uchas. Ah, da komm mal her, du dummer Hund. Genau. So. Gerade für das, weil du so hässlich bist. Ein Kruschwarok, das hat er nicht mal ziehen können. Deswegen habe ich mal sein Kadaver untersuchen können. Ah, das ist noch ein zweiter Ucha-Chacha.
Komm her, du. Ja, der bekämpft da episch die Wand. Dann könnte ich jetzt auch wieder eine Fackel verwenden. So, da sehen wir wenigstens ein bisschen was. Der ist in die Wand reingeschmolzen. Warum auch nicht? Und hier unten ist auch noch ein Ucha-Cha-Cha. Ah, das sind die, die ich von Overdook sehe, hab durch die Höhle. Kuckucks. Ach, du blödes Vieh. So. Haben wir jetzt einmal Ruhe. Und zack, die Fackel gehört wieder zu mir. Der hat noch eine Kruschwarok bei sich. Da komme ich allerdings noch nicht durch das Ding. Ah, der mit der offenen Gosch kommt wieder Hier gestürmt. geht es nicht weiter. Vielleicht bergen die Nischen hier Hinweise. Ja, wer weiß. Vielleicht klappt es auch, wenn ich die Fresse aufreiß die ganze Zeit wie offenes Scheierdor. Meine Güte. Gut. Da bin ich von Over runter gestürzt und bin direkt auf dem Grabsteg gelandet und war tot. Okay. Wie schaut's dann hier aus? Haben wir irgendwo einen Schalter hier? Ja. So. Du hast es geschafft. Du hast den Schalter gedrückt. So. Und, was finden wir da? Ein Kruschpach. Ein Trank. Pergamenthälfte mal wieder. Und noch ein Trank. Schön. Apropos Tränke. Ich könnte gerade einer gut gebrauchen. Hier so einer. Oh, das passt. Okay. So, Chef. Hier habe ich noch einen Zattich. Du Spezi. Ich habe dieses Stück Pergament hier gefunden. Sehr gut. Dies ist die andere Hälfte der orkischen Spruchrolle. Wer hätte es gedacht? So. Was fangen wir jetzt mit diesen beiden Stücken an? Die beiden Hälften passen zusammen. Doch ich kann die orkischen Zeichen nicht übersetzen. Ja, da steht er da mit offener Gosch. Dumm gelaufen. Oh Mann. Gut, dann hätten wir das erledigt. Komm mit, du Blödmann. Der wäre ohne mich auch verloren. Ich glaube, ohne mich müsste er auch erstmal lernen, wie man richtig pisst. So, komm her. Und, ja, da kommt er wieder gegammelt. Warte mal. Das ist interessant. Also ich kann diesem Ort beim besten Willen nichts Interessantes abgewinnen. Schweig und betrachte die Runenornamente in dieser Höhle hier. Das sollte ausreichend Material geben, um die geteilten Pergamenthälften zu übersetzen. Das ist es. Es handelt sich um einen Teleportzauber. Er scheint aber nur an einem gewissen Ort seine Kraft entfalten zu können. Seltsam. So, so. Okay, ich glaube, ich kann mal schon denken, wo. Weil man dann... Orkischer Teleport. So. Ah, da habe ich noch eine Fackellicke gehabt. Na, egal. Mir Hensio. Gut, dann sollte ich nochmal hier speichern, bevor ich nochmal den Scheiß hier mache. Zack, zack. Und... Feuerball. What's? Pledge. Da kommt er schon arg gejoggt, der Krieger. Mit seine viele Stachler an der Schulter und an der Arm. So. Kruschurok. Ausgezeichnet. Na, ich will die Fackel. Ich will die Fackel. So. Und... Kommt her, ihr Freaks. Ich will euch totschlagen. Genau dich will ich totschlagen. Komm her, du. So. Hässlicher Affekopf. Der hat nix mehr, glaube ich. Ah, doch. Der hat noch was drin gehabt. Na gut. Gehen wir zu der nächsten Ucha-Cha-Chas. Machen die noch fertig. Komm her, du. Komm her, du joggender Ork. Da ist noch so ein hässlicher Vogel. Hör auf zu drohen. So.
Hoppla, mit dem wollte ich doch gar nicht retten. Okay, Kruschwarok. Kruschwarok. Noch Schäfchen mit arg getrocknetem Blut. Njam, njam, njam. Und dann hatten wir soweit, glaube ich, alles. Ja. Das waren die Orkis. Da komme ich nicht durch. Dann sollte ich noch so einen lustigen Trank süffeln. Jep, der war lustig. Und hier Tendo auch noch. Der macht genauso viel Spaß. Und dann darf der wieder seinen Satz aufsagen. Hoho, es kommt mir so bekannt vor. Ich bin ein alter Knetkopf mit Hakennase. Und dann schauen wir mal, was da passiert. Sklavenbrot und Sklavenbrot. So, jetzt kommt er wieder angewackelt. Natürlich so lahmarschig, wie er nur kann. Seine offene Gosche mit seiner Hakennase. Dieser Ort hat eine besondere Ausstrahlung. Diese Halle erinnert mich an das Bild aus der Vision. Die Vision. Wir sind unserem Ziel sehr nahe. Ja, stell das vor, das grad so kracht. Gewitter erleid. Hätte ich das gewusst, hätte ich eine Bluna mitgebracht. Dann machen wir jetzt mal hier der orkische Teleport. Gewitter erleid, wo bin ich denn jetzt her? So, gerade mal die Windel drehen. Ja, ich habe bewusst Windel gesagt, statt Winde. So. Der Wurste König steht schon hinten dran. Ja. Steht da mit seinem Glatzkopf. Und? Und da wieder gewackelt mit seiner offenen Gosch. Hinter dieser Wand. Das muss es sein. Meine magische Kraft ist noch immer geschwächt. Benutze den orkischen Teleportzauber hier vor dieser Wand. Das habe ich schon, du Dappschädel. Du hast den verborgenen Ort gefunden. Meine Instinkte haben mich nicht getäuscht. Und hier liegt die Antwort auf die rätselhafte Anrufung des Schläfers? Sieht mir eher nach einer weiteren Grabkammer aus. Ja. Wir müssen weiter. Geh voraus, ich folge dir. Oh je, ich bin ein bisschen, wie der reagiert, wenn wir jetzt nichts Weltbewegendes finden. Da wird er wahrscheinlich ein bisschen arg gepisst. Aber nur so ein bisschen. Weil mehr als ein Friedhof ist es ja nicht. Also, nebenbei mal bemerkt. Egal, wir pflücken nochmal hier munter die Nachtschatte und die Mondschatte. Sind wir alle glücklich. Noch ein bisschen Kräuter im Beutel. Glücklicherweise auch diese Magierrobe viele Beutel und viele Tasche, dass man viel verstauen kann. Und joink, da ist nichts, hier ist nix. Ist hier noch irgendwo ein Ucha-Cha-Cha? Nee, da haben wir nur ein Ritual, Schrägstrich, Altar, Schrägstrich, Opferstein. Da haben wir ein paar Pilzis. Und sonst war hier nichts mehr. Tja, außer Spesen nichts gewesen, mein Lieber. Ich glaube, hier ist nichts Besonderes. Höchstens so tolles Schwert. Aber, naja. Ist das hier das Schwert der Macht oder was? Todbringer, das klingt doch gut. Todbringer. Schauen wir uns doch gleich mal an, was das ist. Todbringer, Todbringer. Oh, ja. Ui. 48 Schaden und 21 Stärke nur. Das ist natürlich richtig geil. Das ist ein schickes Schwert. Das nehme ich doch liebend gern. Aber was anderes gibt's hier drin nicht. Nein, das darf nicht wahr sein. Hier gibt es nichts außer Staub und Gebeinen. Wer hat's gedacht von dem Friedhof? Nein! Meister, sprich zu mir! Schläfer, offenbare dich! Nein! Das war's. Jetzt ist er völlig übergeschnappt. Das ist alles nur deine Schuld. Genau. Deine unheilige Präsenz hat den allmächtigen Schläfer erzürnt. Jetzt muss ich für dein frevelhaftes Verhalten büßen. Ich werde unserem Meister ein Opfer darbringen. Ein Menschenopfer. Bestimmt wird er mich dann erleuchten und genau. zu seiner rechten Hand machen. Stirb, Ungläubiger! Ah! Was ein Arschloch. Der kann nicht mal richtig damit umgehen, der Dappschädel. Der hält sie nicht mal richtig, der hält wie ein Anfänger. Und nur sein Guru-Rube scheint ihn richtig gut zu schützen. Okay. Und was hat er Falle gelost? Ein Richtschwert. Ja, nicht mal gut die Waffe hat er. Und er hat nicht mal was dabei.
Guck, ob er jetzt nochmal bei Trost ist. Ein Menschenopfer. Ach, was ein Idiot. So, wenn er jetzt immer noch spinnt, dann muss ich ihn wahrscheinlich wieder abstechen, so wie den Novize. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Und kommt wieder Argschisser. Na gut, sorry, Mann. Dann. So. Na gut. Schläfer, erleuchtest du mich jetzt, weil ich dir ein Menschenopfer dargebracht habe? Oder? Naja. Dann halt nicht. Denn sieht eh keiner, der ist so halber in der Wand drin. Das merkt eh kein Mensch. Gut, also im Orkfriedhof hat's nur Wahnsinn, gell? Und irgendwie scheint der Schläfer wohl die Leute zu vergiften. Die Orks sind ja hier plötzlich anscheinend aufgetaucht. Das war wohl anscheinend nicht so üblich, wie die es gedacht hätten, dass die Orks hier in ihrem Orkfriedhof Wache schieben. Vor allem, wenn sie auch noch Speer, Jäger und Krieger mit dabei haben. Ist wohl anscheinend etwas ungewöhnlich, das Ganze. Jo, die Leichen sind jetzt auch noch verschwunden von der ganzen Orks. Und, unseren Lukore Baal, der ist offensichtlich auch durchgedreht. Wie der Novize. Aber jetzt kann sich Iberion oder können sich die Leute nicht rausreden von wegen, ja, nur die Gurus können durch mentales, jahrelanges Training hier die Stärke erlangen, um Schläfer zu widerstehen, beziehungsweise um ihn überhaupt zu ertragen. Dummes Zeug. Offensichtlich macht der Gott irgendwie die Leute kaputt. So, jetzt können wir hier nochmal speichern und können zum Schluss nochmal probieren, an deiner Teile hochzuhupsen. Wenn nicht, dann kann es mich doch gerade am Arsch lecken. Nee, da kommt man nicht hoch. Nee. Also nicht. Mumie, ich will doch nur zu euch. Nee, das wird anscheinend echt nix. Nee. Schade, schade. Das können wir wohl vergessen an der Stelle. Oder hier, können wir da hoch? Können wir da hoch? Nö. Können wir wirklich nicht? Ne? Okay. Nur der Schädel angedotzt. Okay. Na gut, dann müssen wir halt auf das Zeug leider verzichten aufgrund von der grandiosen Steuerung von Gothic Ends. Schade, schade. Aber wenigstens muss ich hier nicht mit so einem rostigen Schwert durch die Gegend rennen. Also, immerhin habe ich ein schönes Schwert mit so einem wunderschönen Namen Todbringer hier noch gefunden. Gut, dann können wir gerade mal Bericht erstatten, dass der Typ geisteskrank geworden ist. Huch, da ist nochmal ein Ork in so prima Ballerina-mäßig in Ohnmacht gefallen. Aber ich glaube, der ist gänzlich tot. Na gut. Ja, das war wohl eine relativ große Orkrotte, die hierher gekommen ist. Und den Friedhof nochmal besuchen wollte, hier um 13:41 Uhr. Ja, dann wäre ich wahrscheinlich die ganze Nacht und den ganzen Morgen hier beschäftigt gewesen sein. Nachts bin ich ja auch gekommen. Und morgens wäre ich es wahrscheinlich beendet haben. Na gut. Dann. Den ich doch glatt sage, wir zünden hier die Brücke an. So, viel Spaß. Zünden wir die Brücke an und gehen. So stabil wie das Ding schon klingt, wird es bestimmt lang halten, wenn man es anzündet. Ansonsten gibt es hier nichts. 10 Erfahrungspunkte, 10 Lernpunkte habe ich noch. Ja, das wird auch wieder Kummer. Das wird schon wieder Kummer. Also sobald ich 25 Lernpunkte habe, sollte ich sowieso zu Choristo gehen und den 4. Kreis der Magie erlernen. Ich finde es sehr schön, was die Fächel dort pfeifen. Genau. So, dann geht's jetzt runter. Und dann sollte ich mal die Lage checken, wie es ausschaut. Ob Iberion möglicherweise wieder aus seinem Schönheits-Drama-Queen-Schlaf erwacht ist. Oder ob Kor Kalom und Kor Anga mir noch irgendwas sagen können. So, Della. Schneller zum Sumpf. Renn, du Magier, renn. Ich muss sowieso sagen, die würden wahrscheinlich eh sehr, sehr selten hier die Magier sehen. Und noch seltener eigentlich so ein hoher Magier. Deswegen wundert es mich, dass die mich nach wie vor wie so ein Dappschädel behandeln. Und nicht, ach du Scheiße, da ist ja wohl wirklich ein Feuermagier und dann auch ein hoher Feuermagier bei uns. Das wundert mich schon ein bisschen. Dass die da nicht entsprechend respektvoll sind. Naja. So sind sie halt. Die Gefangene hier. Hi, Lester. Nö. Der Schläfer möge dich behüten. Ja.
Die anderen Götter mögen mich vorm Schläfer behüten, würde ich eher mal sagen. So, dann ab hier durch. Gucke, was hier abgeht. Da oben sehen wir noch, wie der Zauberschlaf auf den Iberion NSC gewirkt wird. Weil im Prinzip, dass er da liegt, ist halt etwas, wo man da mit Schlaf hat umsetzen müsse. Flattern können wir nicht. Was sagst du, Angaskor? Ich war am Orkfriedhof. Dort gibt's nichts. 1000 Kein Schläfer, Erfahrungspunkte. kein Zeichen, gar nichts. Was ist mit Balu Kor und den Templern? Sie sind alle tot. Tot? Aber warum? Was ist dort vorgefallen? Im gesamten Höhlensystem wimmelte es von Orks. Sie haben alle Templer getötet. Baal Lukur und ich, wir haben überlebt. Aber auf einmal drehte Baal Lukur völlig durch. Er schrie, der Schläfer hätte ihm befohlen, mich zu töten. Und das wollte er dann auch tun. Offensichtlich kam er mit der großen Enttäuschung, nichts gefunden zu haben, nicht zurecht. Ja. Ich glaube nicht, dass der Einfluss des Schläfers solch grausame Taten verursacht. Es darf nicht. Darf nicht. Egal. Die Hauptsache ist, dass Balu Kor in seinem Wahn keinen Erfolg hatte. Iberion ist nun unsere einzige Hoffnung. Da bin ich mir nicht so Wie sicher. steht es um Iberion? Er wird nicht von alleine erwachen. Und er wird immer schwächer. Ich weiß, wie ich ihn wach bekommen kann, aber dazu brauche ich deine Hilfe. Natürlich. Was ist zu tun? Besorge mir die Heilkräuter aus dem Sumpf. 5 von der stärksten Sorte sollten genügen. Und bitte beeile dich. War nicht besonders schlau. Okay. Habe ich die nicht zufällig schon bei mir? Manche lernen eben gar So, nicht hier. dazu. Wie kann ich diese Kräuter erkennen? Sie sehen aus wie ein Stern und tragen 8 grüne und orangefarbene Blätter. Nun geh aber los. Ach Gott. Pöbel doch. Manche So, lernen eben gar bitteschön. Wo findet man solche Pflanzen? Suche im Sumpf hinter dem Lager. Du musst sehr tief hineingehen, aber pass auf, dass dich die Sumpfhaie nicht erwischen. Und jetzt verliere nicht noch mehr Zeit. Geh! Aller Hopp. Rein doch. Wie viel Hämmer dann von den Dinger? 49, das sind die hier. 8 Blätter, 4 orange und 4 grüne. Trotzdem nicht stecken. 3 von den Dinger brauche ich noch. So. Dann gehen wir halt Heilkräuter suchen. Damit die Prinzessin wieder aus ihrem Schlaf aufwacht und mich wieder mit Pyrokinese umbringen kann, weil ich ihm im Weg stehe. So kennen wir es jo. Das beschäftigt mich immer noch. Ich stehe dem Typ vor 3 Sekunden im Weg und er bringt mich sofort mit Pyrokinese um. Was ein Rialo. Ein riesen Arschloch. Meine Fresse. Na gut. Jetzt muss ich mit meiner tollen Magierrobe hier in den ekelhaften Sumpf rein. Das behagt mir jetzt auch nicht so wirklich. Dass ich in diese ekelhafte Sif-Brühe hier muss. Scheiß drauf. Ich bin jetzt einfach mal so, wie ich in so einem Normalfall denke würde. Lachs. Na gut. Für Teufel. Ich geht. So. Das tue ich doch meiner kostbare Kutte nicht an. So. So würde ich das zumindest im Normalfall irgendwie machen. Na gut. Dann müssen wir jetzt halt in den Sumpf reingehen. Ich denke, mittlerweile dürften wir auch stark genug sein, um gegen Sumpfhaie zu bestehen. Gerade mal gucken, ob man das hier kriegen. So, speichern. Probieren wir es doch mal aus. Heidesumpf. Na? Da kommt er schon. Okay. Wow. Komm her. Okay, also die stecken immer noch ordentlich ein, die Biester. Also, die kann ich nur schwer verletzen, die Viecher. Hey, du hässliche Scheißvieh. Ja, bevor mich der andere noch attackiert. Komm her, du Scheißvieh. Alter Falter. Ah, die
gehen auch sehr weit zurück wieder, wenn sie angreifen. Boah, scheiße. Offensichtlich kann ich die auch nur mit einem Crit-Erwischer. Ja, es ist ziemlich schwierig, die zu verletzen, die Biester. Nee. Da muss ich ganz ehrlich gestehen, die kriege ich so noch nicht. Ja. Da muss ich kapitulieren, glaube ich, für deine Viecher. Das wird ähnlich wie mit dem Dammlurker ablaufen hier. Kann ich vergessen, glaube ich. Nee, das wird so echt nix. Komm schon. Da wird ein bisschen was abgezogen. Aber die Biester weichen ja jedes Mal zurück. Nee, das wird nix. Das wird so nix. Aber dann würde ich sagen, ich mache an der Stelle hier meinen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Gothic auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann, wo wir auf Heilkräuterjagd gehen. Euer Yankee.